Guten Morgen, Montagmorgen und es regnet und heute regnet es noch einmal. So laut Wetterbericht, mal schauen. Ja, dann denke ich, fange ich an mit den gestern im Video von letzter Woche haben wir gesehen, haben wir ja da auf der Gemüsebeet 2 schon mal angefangen zu Swale graben. Und ich habe gedacht, da es die ganze Nacht geregnet hat, zeige ich euch, was da so passiert in einem Swale, für all die es noch nicht kennen. Ja, und zwar gehen wir mal da so in die Mitte, da ein grosses Loch ist. Ja, also normalerweise, wenn es nass ist, dann wird die Oberfläche von der Boden wird nass. Oder? Das seht ihr so. Aber wenn ich da wegdrehe, geht es nicht weiter. Seht ihr? Das ist, wenn es regnet. Wilde Wege fließt einfach drüber. Sozusagen. Dann aber beim Swale fließt es dann da drüber und fließt ins Loch rein. Und da rein bleibt es dann. Klar, da sieht es auch nicht tief nass aus, aber die Feuchtigkeit kann nicht mehr weiter fließen. Und wenn es weiter fließt, fließt es einfach da in die Wand rein. Also da speichert es sich und fließt da in die Wand rein und dann deswegen tiefer im Boden rein. Also, das ist der Gedanke. Und alles, was drüber fließt und reinfließt, bleibt dann gespeichert. Dann hat es ja da Stecker und Blättchen drin. Und das ist nicht, weil ich faul bin und es nicht mal rausputzen, sondern das lasse ich doch da rein. Das versetzt dich. Und dann tut das, was sich der Nährstoff löst von den Blättern zum Beispiel, geht da direkt auch im Boden rein und ist schon tiefer unten, sozusagen. Und bloß, der Stecker ist ja jetzt nass. Das saugt Wasser auf und gibt immer wieder, sozusagen. Ich meine, alles im mikromäßig merkt man nicht. Aber das heisst, wenn ich das Swale auffülle mit organischem Material, das sich dann versetzt, füttere ich auch gerade den Boden. So in Theorie. Ja, wenn es viel Regen gibt von oben ab, dann bleibt es einfach da hängen. Und dann sagst du, ja, aber es ist der Hügel drauf. Ja, dann fließt es halt so durch und verteilt sich durch den Garten. Ja. Auf jeden Fall, das Wasser wird langsamer, das Wasser geht tiefer runter. Das sind so die Gedanken dahinter. Auch wenn es noch ganz viel langsamer geht oder noch so viel mehr ins Wasser, Boden hineingeht, ist es doch schon ein Sieg. Ja, so fangen wir mit der Woche an. Schön ist es geregnet, da konnte ich gar schauen. Der Swale nimmt die Feuchtigkeit auf. Ah, herrlich. Hey, ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Die Woche geht los. Und weißt du was? Ich bin gespannt, was es alles mit sich bringt. Wenn ihr da den Boden anschaut, kenne ich viele Leute, die würden sagen, so ein Puff. Hey, aber warum der Puff ja nicht auf? Die Plätze sind sich schon vergammeln und versetzen. Schau da. Setzt dich gerade in den Boden rein und danach sieht es so aus und dann sieht es so aus. Also lasst doch die Blätter liegen. Puff, hin und her. Eigentlich ein schöner Muster. Es gibt den Boden. So, genug Video. Jetzt muss ich die Tür nicht rauslassen. Das ist Joe, Mama, mal krähen. Er will raus. Guten Morgen, Joe. Billy, das ist Janice, das ist Billy und da kommt Ellie. Guten Morgen miteinander. Ich habe euch doch erzählt von meinem Häcksler-Wunschliste. Das wäre der Häcksler. Typ 100. Eine Schweißermaschine. Oh, genau das, genau so etwas würde es ausmachen. Ich gebe das Handgerät, das ich brauchen kann. Bodenfräser. Oder da einen kleineren Häcksler. Wobei, ja, wenn ein Häcksler, dann einen grossen. Ja, also da rein könnte ich Geld ausgeben. Aber das wisst ihr ja schon. Das habe schon mal ein paar Mal gesagt. Ich habe jetzt aber 2 neue Schrauben geholt. Da habe ich einen Schrauben verloren. Oder halt noch ein paar Reserven, damit ich nicht jedes Mal runterlaufen muss, weil das kann passieren.
Ja, hey. Sugar Daddy! Sugar Daddy! Ich habe so viele Möglichkeiten zum Geld auszugeben. Ich brauche einen Sugar Daddy, der uns unterstützt. Rebecca, hey! Wishful thinking maybe, aber wenn man es nicht wünscht oder sagt, dann kann man es auch nicht haben. Ja, liebe Universum, falls es jemanden gibt, wo Claudia und mich unterstützen mit Maschinen. Ja, los! Danke vielmals! Bena, machen wir einen Spaziergang. Ich glaube, der Chili wird auch mitkommen. Na, Chili? Noch ein grosses Lob an die Volnatura Salgesch aussprechen. Das sind die, von denen haben wir mit der Verjus. Ja, die sind in die Ferien und wir haben eben fast keine Verjus-Sirup mehr. Bevor sie in die Ferien sind, haben sie mir einfach schnell ein Päckchen Verjus-Sirup geschickt. So, gut. Schöne Ferien miteinander. Regnet es? Ja, komm runter. Wo bist du? Ja, hoi, Chili. Kommst du noch runter? Ja, heute ist ein mega verregneter Montag, Wochenstart. Und ja, jetzt haben wir gefunden, wir gehen jetzt gleich noch raus, etwas tun. Und jetzt tun wir hier den Haag noch fertig mit den Haagraffen anmachen. Und dann, ja, mal schauen. Colin, bist du etwa der Hühnerbeschwörer oder was hast du für einen Trick auf Lager? Nein, die wissen einfach immer, wenn ich auftauche, gibt es etwas zu essen. Die sind eigentlich relativ einfach gestrickt und sie wissen auch, dass ich es gut meine mit ihnen. Und dass ich eigentlich da bin, um sie zu dienen. Das haben sie gecheckt. Oder? Wir sind ja da. Eigentlich nur da, um das Land und unsere Tiere zu dienen. Damit sie alle glücklich, zufrieden und gesund bleiben. So ist es. Aber ich muss dir sagen, der Joe, was er mit diesen Hühnern macht, tut ganz neue Definition von SME geben. Ich sag's dir, das ist grob, das Zeug, das er da macht. Nicht für kleine Kinder. Lena, was sagst du dazu, den nackten Hund? Willst du Becken spielen, gell? Weißt du, wir haben so viele Orte, wo wir Geld ausgeben können. Ist es sehr wichtig auch. Nicht nur für die Umwelt und nicht nur für das Recycling gut, sondern einfach damit wir vorwärts kommen. Weil, gell, wir können Millionen ausgeben, einfach so. Und wenn ich immer wieder so meine Wunschliste zeige, wie der Häcksler vorher oder der Garette, oder wir haben den Food for Crowdfunding gemacht. Nochmal danke vielmals fürs Mitmachen. Es ist nicht, weil wir gierig sind und ich die ganze Zeit Geld will. Ich muss fragen, ich muss sagen und ich sage euch einfach, was ist. Und wenn ich mal mitmache, hey, so ist eigentlich doch lässig zum Mitmachen. Weil, eben, wir geben da Haufen Geld in unser ganzes Geld. Wir arbeiten, wir machen und tun. Darum, versteht mich nie falsch. Nehmt mich nicht ernst, wenn ich mich nicht ernst nehme. Ist alles gut. Ich will einfach in Zukunft immer wieder sagen, das brauchen wir. Und wer mich ernst will und uns unterstützen will, so gut. Danke vielmals. Und auch übrigens,
Du unterstützt uns schon, indem dass du regelmäßig schaust. Danke dir. Heute haben wir wieder mal Premiere. Und zwar der Claudia Kürbis aus dem Garten zu Suppe verarbeiten auf unseren eigenen Holzkochherd. Oder wie nennt man das? Ja, Holzkochherd. Kürbissuppe, hausgemacht, mit hauseigenen Kürbis mit Maronibrot. Perfekt für einen Herbsttag. Danke, Claudia. Schaut mal! Von da aus habe ich es euch gar nicht gezeigt. Da, Paradies in der ersten. Da oben. Also wirklich da oben bis. Also da, Purewida, seht ihr ja. Oh, ist Purewida. Ei, da ist Purewida. Genau. Ja, dann geht es noch da hinten. Irgendwo da hinten ist fertig. Also von da hinten bis da vorne oder rauf und ab. Das ist alles Paradies in der ersten. Babes, du schnupfst so schwer. Bist du erst gerade heimgekommen? Ja, ich bin gerade raufgelaufen. Pardon, gerade angekommen. Gepäck. Oh. Hey, fein. Oh, wir sind am Drehen. Du, jetzt bist du Fabrik retour gelaufen, so wie ich letzte Fabrik da auf Brick. Genau. Ja. Ich hatte also den strengeren Weg, weil 80% vom Weg geht sicher aufwärts. Also, ja. Montale noch jetzt, von der ersten auf Brick, nicht Fabrik auf der ersten. Ja, aber es ist wunderschön und es hat sich trotzdem mega gelohnt. Du hast etwas abgeholt? Herrlich. Ja, ich bin mega gespannt. Machen wir es auf? Ja. Ja, wollen wir die Leute zeigen? Päckchen. Ja. 2 Päckchen hat es gegeben? Ja. Hey, und ich bin auch etwas gepostet. Schau mal, ich habe jetzt sexy Gummistiefel. Also wenn ihr dann mal einen Bauernkalender wollt, ich habe meine Gummistiefel. Fena, ja, Fena ist doch auch noch drin. Ja, Fena kommt auch noch mit aufs Kalender. Ja. Schau mal, das Baby an. Ah! Im Päckchen Nummer 1 hat es Etikette Nummer 1. Übrigens, all unsere Verpackungen, all unsere Etiketten sind kompostierbar. Aha. Und schau mal, Claudia hat die zweite. Stickers! Und Gut, Claudia, sind die auch kompostierbar? Ja, natürlich. Ja! Kleber und Säckchen, wo die Nüsse reinkommen, auch. Ja, Also das heisst, als nächstes machen wir gerade ein Päckchen voller Nüsse und dann etikettieren. Und dann filmen wir es, während wir es essen. Und ja, ihr seht es jetzt. Und dann erzähle ich weiter. Nüsse sind von uns all von Hand aufgelesen oder aus dem Netz. Also von all von Hand. Und dann beim Verpacken ist jede einzelne Nuss noch kontrolliert worden. Selbstverständlich. Beste Qualität für unsere Mini-Bio-Walnüsse. Ja. Ja, so ist es. Ab sofort bestellbar. Einfach PM, wenn du jetzt im Facebook bist. Oder E-Mail, Paradies. Ja, oder Kommentar oder irgendetwas. Einfach kontaktieren Genau. und dann schicken wir Nüsse. Hey, übrigens, unsere E-Mail Paradischi, Paradiesi. ich sag's nicht mehr falsch. Paradischi
Sagst du nochmal? Paradiesi Triesta. Punkt. Paradiesi.triesta@gmail.com. Komm, so ist es. Wieso bestellt man so einen Säckchen? Ja, es ist ja bald Weihnachten. Da könnt ihr zu jedem Wollsocken, den ihr verschenkt, könnt ihr noch ein Pack Walnüsse dazu verschenken. Hey, zum Beispiel. Oder wenn du ein Lädeli hast oder einen Kaffee, also ein Restaurant oder ein Kaffee oder irgendein Dorfbeiz, irgendetwas, und willst die noch zusätzlich verkaufen. Los, mach doch das! Und ja, und wenn du einfach gerne Walnüsse hast und gerne Netflix schaust, dann kannst du daheim essen, sitzen und Walnüsse essen beim Film schauen. Brauchst du nochmal einen Grund? Nein, ich glaube, es lange. Ich glaube, sie haben es verstanden, oder? Ja, Also ich glaube, unsere Zuschauer sind ziemlich intelligent. Gell? Und es gibt noch einen oberen Bonus. Ihr unterstützt uns natürlich auch. Ja. Danke vielmals. Heute, also ab heute, was ist heute? Mittwoch. Genau. Heute Mittwoch ist Claudia auf Zürich gegangen. Sie ist an ein Konzert Following the Sun mit dem Ruud Xavier. Und ich bin da daheim und mache den Eselstall fertig, sozusagen. Schafstall rausgehängt. Ihr habt es jetzt gesehen, weil die nächsten paar Tage, also nächste Woche, währenddem dass wir am Bäume pflanzen sind, kommen die Chefs, die bei uns überwintern. Und ja, da muss ihr das neue Rausgehängt und Gehängt bereit sein, damit ich von da aus sie kann weiden kann. Hier hatte ich vorher bei den Hühnern 2.0. Dort hat es nicht so gepasst. Da passt es jetzt besser. Und dann habe ich hier ein Rausgehängt, das ich abtrennen kann. Das heisst, wenn ich zum Beispiel nächstes Jahr die Multi unschärf habe, aber nur die Schärfe raus will lassen, kann ich die Multi hier rüber tun, zum Beispiel, und die Schärfe rauslassen. Ja, da gibt es vielleicht noch einen Baum. Sehr gut möglich. Ja, es entwickelt sich und ich habe wirklich mega Freude und ich bin mega dankbar und ja, und ich gebe kein Geld aus. Für etwas Schönes, weil ich finde es so schön, wirklich. Auch wenn ich jetzt einen Haufen Geld zur Verfügung hätte, ich würde es, glaube ich, nicht ausgeben. Weil ich finde den Style noch geil. Und ja, wenn ihr seht, wie meine Vision bis es fertig ist, alles. Es wird schön aussehen. Ja, alles, was ich allein mit 2 Händen machen kann, habe ich jetzt so gemacht. Da fehlt noch das Dach und dort eine Latte. Und ja, sonst ist es auf. Ja, und wenn die Tür offen ist, habe ich hier ein abgesperrtes Gebiet, also eine kleine Fläche, wo ich die trennen kann, zumachen und dann können sie wieder frei laufen. Ja, das ist mein Aussenkäg, also Aussenbereich vom Esel, Schaf, Geissen, einfach unser Hauptstall momentan. Ja, ich bin schon nicht zufrieden. Ja, heute ist Donnerstag. Eigentlich war es Sporttag, eigentlich nicht geplant, auf eine Wanderung zu gehen. Aber ich bin einfach nicht dazu gekommen heute Morgen. Ich bin einfach nicht nachgekommen, weil Claudia ist immer noch weg. Also habe ich alles, was normalerweise am Donnerstagmorgen, weil ich in die Schule gehe, macht normalerweise Claudia. Heute Morgen hat sie es nicht machen können. Ich musste es machen. In dem Sinn bin ich zu spät dran gewesen, weil ich es total unterschätzt. Zeittechnisch, obwohl ich es eigentlich jeden Tag sonst mache. Aber ja. Darum bin ich heute da, aber ich bin gleich nicht so böse, weil eben, ich habe jetzt da den Stall fertig, soweit ich kann. Also die Chefs könnten jetzt kommen, sie wären da. Ja, klar wären sie da, wenn sie jetzt wieder kommen. Nein, wenn sie jetzt wieder kommen, würde es bereit für sie. Ja, jetzt gehe ich das 9 machen und dann gehe ich im Food Forest weitermachen. Weil das ist ja die nächste Priorität.
Dort sieht es schon gut aus. Und ich bin zufrieden. Und auch wieder ein 0-Franken-Projekt. Also natürlich die Schuhe kostet schon. Dort sehen Sie mein Tischchen. Ich habe schon ein bisschen Freude. Vielleicht noch das Wichtige erwähnen, ist so wilde Bäume wie da ganz viele Zwetschgen und dann die 2 alten Zwetschgenbäume. Die werden wir natürlich auch ausgraben und neu verpflanzen in den Food Forest hinein. Wie der eine oder andere ist noch kräftig und gut. Und ja, es geht ja darum, dass vieles wächst. Und die sollten nicht untergehen, es wäre ja schade drum. Und da bringen jetzt auch nicht viel so aufeinander. So, schauen mal. Wir haben Besuch gekriegt. Schon zum 2. Mal hier. Der Bauer hat seine Schafe schon heute Morgen abgeholt. Die sind vom Land oben dran. Aber anscheinend gibt es bei uns viel feiner zu fressen. Kaum hat er sie wieder abgeholt heute Morgen und wieder raufgetan, jetzt sind sie schon wieder zu uns runtergekommen. Ja, jetzt braucht es einfach noch ein Ende zur letzten Woche. Und das ist der Anfang, sprich der Anfang von einer neuen Woche. Food Forest Woche fängt jetzt an, aber ich beende das Video von letzter Woche und sage danke vielmals fürs Liken, fürs Kommentieren, fürs Abonnieren und überhaupt schön bist du da. Danke fürs Schauen.